Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Da seht ihr, da haben wir wieder meine erste eigene Blaster. Und diesmal habe ich noch das Batteriefach nachgemacht. Das ist jetzt länger. Und ich habe es auch schon getestet. Also, da bin ich jetzt ganz zuversichtlich, dass das dann reingeht. Ganz zuversichtlich. Aber nichtsdestotrotz testen wir das hier nochmal. Dass ihr das aushält, dass ich das gemacht habe. Das ist jetzt, habe das auch ein bisschen breiter gemacht. Hauptsächlich da um die Wand dünner zu machen, damit ich ein bisschen Material einsparen kann. Und vielleicht brauchen wir den Platz irgendwann mal für was anderes. Da kann es sein, dass da irgendwann mal vielleicht eine Platine oder sonst was rein muss. Und dann ist es immer geschickt, wenn man ein bisschen Platz hat. Was ich noch gemacht habe, das Schreible, da habe ich passende da gehabt, aber irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich nichts gedacht. Die hat immer so ein bisschen übergestanden. Weil die anderen Schreible, die sind jetzt recht. Und da kommt auf der Seite kommt die Verkleidung hin. Da kommt die Verkleidung hin, das heißt, die Mutter sieht man noch alle nicht mehr. Also alles, was so ein Mutter ist, wird dann auch abdeckt sein. Und auch das da noch wird abdeckt sein. Und ich habe auch schon so eine grobe Vorstellung, wie es aussehen wird. Das designen wir dann die nächste paar Mal zusammen. Und dass wir heute nicht gar so langweilige Geschichte haben, ich dachte, wir schauen da auch noch, ob andere Pfeile da auch gehen. Weil da hat der eine Pfeil, der geht sicherlich jetzt einfach einschalten soll. Das ist das Problem, wenn man zwei Schalter hat. Da on und dann einlegen, dann zumachen und so. Das riecht immer so nach Öl. Ich glaube, die Motoren, die werden einfach überdreht. Was ich jetzt da habe, sind so Worker Darts. Das sind Worker Darts und Pro Darts, keine Ahnung. Black, Green, und vielleicht könnt ihr mit dem Kladderadatsch was anfangen. Wir schauen uns einfach an und gucken, ob das mit denen vielleicht auch geht. Schauen wir, weil die sind ein bisschen stabiler. Das kann sein, dass wir gucken, ob das nur mit meinen speziellen kurzen Pfeile geht. Weil die sind richtig. Kann ich mal einfach meine daneben legen. Aber wobei, so viel Unterschied ist gar nicht. Das ist ja je nachdem ein Muckesäckele. Für die Leute, die mit schwäbischem Maßeinheit halt was anfangen können. Siehst du halt, der Vorteil ist, Schaumstoff ist stabiler. Das heißt, wahrscheinlich können wir das ganz leicht auffüllen. Ich habe auch gleichzeitig einen Nachteil, weil das drückt es dann nicht so schön in die Kurve. Jetzt gucken wir mal. Mal nicht so viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich gucke mal, ob wir so Gott. Ja, komm schon. Vielleicht der Blaster schon Schreibler. Wie schon gesagt, der Blaster hat Charakter. Ja, die Pfeile sind nicht ideal. Die sind, da bräuchte ich dann noch viel kräftigeres Federle. Da ist der Schaumstoff ist da nicht hilfreich, dass der da noch ein bisschen steifer ist. Ich sage mir das schon gesehen. Ich glaube mir, also mit denen ist das Ergebnis nicht so. Könnt ihr ja auch nachher zum Schluss machen. Nur mal, dass ihr Referenz habt, falls es das erste Video ist, das ihr da noch zu meinem eigenen Blaster anschaut.
Dann laden wir mein Pfeil hinein. Packen wir die wieder auf die Seite. Da habe ich noch, was habe ich noch gekauft? Soldarzone Max Pro, was weiß ich. Gucken wir einfach auch mal rein. Reihen wir da mal eine Handvoll raus. Und gucken, ob die vielleicht gegangen hat. Und wenn nicht. Holen wir wieder meine eigene. Das ist, glaube ich, ja, Schwungrädelsbläster sind die nicht. Ja, vor allem für das Magazinkonzept. Sonst vielleicht so rum, das seht ihr ein bisschen mehr. Das ist. Muss ich irgendwann mal ein zweites Magazin noch machen. Mal austesten, ob ich den Deckel ein bisschen. Die steckt da noch ein bisschen größer. Oder ein bisschen luftiger. Und das sieht optisch schon cool aus, aber praktisch wäre es halt, wenn ich mit dem Finger durchkommen würde. So, was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, die 10 voll. Na komm, wenn wir auf den Tisch haben. Der 11. auch. Guckt, da vielleicht der Schaumstoff. Der könnte ein bisschen weicher sein. Weil das ist halt, zu weich ist nicht ideal, weil dann lassen sie sich nicht ganz rumdrücken, da muss man da ein bisschen nachhelfen. Und dann quetscht einfach die Pfeile irgendwann unter zusammen. Das war dann auch sehr, wenn ich die bisherige Pfeile nehme. Da legen wir mal los. Ups. Ja, das ist nicht so zufriedenstellend. Besser wie mit den Worker Darts, aber nicht so zufriedenstellend. Ich meine, ich mache das jetzt, also mit meinen eigenen Pfeile, der passt da. 39 habe ich bisher reingeladen. Weiß ich gar nicht, ob ich noch so viel habe. Das war aber für alle, die zu dem Zeitpunkt hat. Muss dann ein paar anfertigen. Mal gucken, aber das machen wir jetzt heute nicht. Da könnt ihr euch das Magazin-Test-Video anschauen. Das findet ihr unten in der Beschreibung. Da seht ihr, das ist eine Zeitraffer. Das hat ein bisschen. Und das habe ich ja kommentiert. Ich glaube, das hat 5 Minuten oder so dauert, das komplette Magazin zu laden. Und die ersten 10 gingen immer, die ersten 10, 20 gingen schnell. Und dann klemmt halt macht der Schieber auf die Pfeile so viel Druck. Und dann quetscht bloß noch die Pfeile zusammen. Und das seht ihr, das passt sich besser an der Kreisform an. Weil das ist halt schon, wenn man das mal vergleicht, das ist halt, da brauchen wir bei den Worker schon ordentlich Druck. Ich glaube, die sind nicht unbedingt ideal für die Schwungrädelsbleihersteller. Das können wir mal rausfinden. Da kriegen wir die Swordfish oder die Streifen mal für kurze Pfeile hin. Da können wir mal. Wobei, da sind die eigentlich fast schade dafür. Ich mein, da tut es auch irgendwelchen alter Krust. Da hobelt sowieso die Hälfte von dem Schaumstoff immer ab. Da tut es auch der alte Krust, der sowieso eigentlich da irgendwelche Leute auf dem Dachboden rumgammelt hat. Da brauche ich jetzt nicht gerade die beste Pfeile. Da testen wir irgendwann mal, wenn ich die Pfeile von Worker, wenn ich die oder von der Dart so sehr abgenutzt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, noch ganz einfach. Bis 20 oder so ganz einfach. Und das Magazin war ursprünglich gedacht. Was sind wir jetzt? 15, 16, 17. Ursprünglich war das für 22 Pfeile gedacht.
18, 19, 20. Jetzt langsam, Markus. Jetzt quetscht man nur die Pfeile zusammen. Jetzt geht der Schieber nicht mehr. Jetzt brauchen wir noch das hochprofessionelle Tool. Mein Essstäbchen, das ich speziell für das Magazin reserviert habe. Dann können wir das ein Stückchen weiter ein bisschen drücken. Dann können wir wieder neu nach. Jetzt haben wir 22. Jetzt ist noch Plan. Das Magazin voll. Aber ich weiß, da passen mindestens 17 rein. Vielleicht auch 18. Ha, guckt. Also, das Schieberle geht bis in etwa hier. Da können wir irgendwann mal noch da noch. Den da können wir auch noch voll. Die Schraube. Die brauchen wir nicht unbedingt. Die Schraube wegsparen. Da kann man noch 2, 3 rausholen, aber ist so schon recht anstrengend, das zu laden. So, jetzt. Und jetzt seht ihr mal den Vergleich. Ich meine, das hat, klar, die verkannte Sau ab und zu, weil, ja, das Konzept ist einfach nicht das Idealste. Aber das ist halt, ja, das ist anderes Niveau. Wie es die da raushaut. Weiß gar nicht, ob da voll. Irgendwie muss ich mal gucken, vielleicht voll. Das dann doch irgendwann mal vollautomatisch machen. Das könnte man ja schon irgendwie machen. Da könnt ihr einfach so Kit dafür kaufen. Hergang schon, nein, das wieder aufgeräumt ist. Da könnt ihr irgend so Kit dafür kaufen. Mag's halt nicht. Und den Teil da hat er. Innerer Monk will, dass es jetzt aufgeräumt ist, dass ich zufrieden bin. Heieieiei. So, Delle. Jetzt ist wieder vollständig. Da können wir den Teil da, dann können wir, wenn das, ja, da in den Bauraum reinpasst, können wir das tauschen. Und dann können wir das vollautomatisch machen. Wobei, das müssten wir wahrscheinlich. Aber ab und zu ein bisschen. Irgendwie müsste man da kennen, wenn der Pfeil nicht ganz durchgeht, dass es ein bisschen. Oder vielleicht. Ja, weil dann mache ich immer ein bisschen so einfach so leicht vor zurück. Damit das ein bisschen. Ja, die Chance hat, sich frei zu wackeln. Würde ich jetzt mal sagen. Aber soweit bin ich für der erste funktionale Prototyp echt zufrieden. Das könnte man so. Und dahinter, klar, das ist die Schnittstelle für weitere Teile. Könnte man einfach Platte mit 2 Schraublöcher, gut wär's. Wobei, oder halt so viel Abstand. Da hätten wir auch als ernstzunehmende Schulterstütze. Also, sind es also 10-11 cm vielleicht. Aber was wir jetzt machen als nächstes, kann man wieder ans Zeichenbrettle. Und ich glaube, das Zeug nehmen wir wieder auf. Auch wenn die Videos bisher nicht so erfolgreich waren, aber das will ich festhalten. Das könnte vielleicht doch mal interessant sein, das irgendwann mal anzuschauen. Und hoffentlich gefällt es euch auch, wenn ich am digitalen Zeichenbrettle bin. Und ich erzähle euch dann im Nachhinein ein bisschen was nebenher. Das kriegt dann einen Zeitraffer. Da machen wir nämlich das erste Design. Ich habe das schon grob im Kopf. Hab mich heute mal hingesetzt und da wieder so was abgespacedes vor. Also das wird was ganz Futuristisches. Und als nächstes, jetzt haben wir eigentlich eine Plattform.
Da können wir jetzt alles nachklatschen und das ummodeln. Was wir auch noch machen können, ist das Magazin weiter nach vorne setzen, dass der Griff ein bisschen weiter hinten ist, dass es dann wirklich so American 180 wird. Klar müssten wir dann eigentlich das Magazin noch mehrere Runden, aber da kommen wir auch noch hin. Da finde ich auch noch irgendwann mal eine Lösung. Aber braucht ja für die Zukunft auch Herausforderungen. Und nicht alles auf einmal. Aber jetzt erstmal will ich irgendeinen abgespaceden Blaster, aber irgendwas, was halt so ziemlich meiner Fantasie entspringt. Oder, ja doch, irgendwas Verrücktes. Da machen wir noch irgendwas drauf. Vielleicht so Kuppel oder so. Das wird spannend. Also, bin da zuversichtlich. Wahrscheinlich, weil ich ein paar Mal fluche, aber das wird schon. Also, in dem Sinne, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wisst ihr, was zu tun ist. Ihr kennt ja die YouTube-Sprichler. Lasst ein Abo da, drückt das Klingerle, etc. Schreibt da Kommentare, weil wenn euch irgendwas einfällt oder wenn euch irgendwas besonders gefallen hat oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer wieder. Oder auch Ideen für Zukunft, was man aus dem Blaster sonst so machen kennt. Und irgendwann kommen wir da vielleicht zur Serienreife. Aber dafür müsst ihr alle schreien, dass ihr sowas haben wollt. Dann entwickeln wir das Ding auch zur Serienreife. Und wenn nicht, mache ich das halt so, optimiere ich das so für mich, dass ich das leicht ausdrucken kann. Das ist doch ein Knacks. Ja, das ist nicht in der besten Qualität ausdruckt. Wollte es einfach schnell fertig kriegen, das muss nicht viel aushalten. Die Batterie halt halten. Also von Hardcore, Parkour ist wahrscheinlich nichts. Aber für jetzt so ein Prototyp langt's. Für uns hier langt's. Hätte ich sagen. Hey, das geht immer ohne Pfeile schlecht rein. Dann darauf gespannt sein. Und euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.